Bravissimo! Hä? Wo ist der Paps? Guten Morgen miteinander. Ich komme gerade von den Elefanten. Han dringend müssen die Helen kratzen. Paps, du bist spät. Spät! Ach, das ist doch nicht so schlimm. Und Helen Kratz war einmal wichtiger, findet ihr nicht? Guten Morgen, Frau Lehmann. Hey, bist du der Urs? Du bist dann gross. Alles braucht seine Zeit bei uns im Peak Zoo. Also, wer von euch will den Seehund zum Morgen geben? Machst du auch eine Pause, Paps? Geht nicht, Jimmy. Ich muss zuerst den Affen ihre Znüniga vorbeibringen und dann sollte ich mit den Papageien die Flugschau vorführen, und zwar noch vor dem Mittag. Aber das Znüni bringst du doch so schon später. Schon, aber die Affen haben scheinbar Hunger. Darum gehen wir lieber jetzt. Kommt, liebe Leute, macht mit! Der Paps macht ein riesen Chaos. Er hat einfach überhaupt gar keinen Plan. Hi Paps, Papageien sind bereit für die Flugshow. Oh. Entschuldigung, aber das müssen wir auf später verschieben. Die Leute haben so Freude an den Affen und ein Haufen Fragen sind auftaucht und dann hat es gerade zu Mittag gewählt und jetzt sind noch alle im Reste und darum bin ich ein bisschen im Verzug und sorry Kinder. Dann könnten wir drei doch auch zu Mittag essen. Bravissimo, das ist ja genau das, was ich jetzt brauche, nach dem ganzen Ketz heute Morgen. Vielleicht solltest du dir auch gleich vorher einen Plan machen, Paps. Du meinst einen Stundenplan? Puh, nein, also ich glaube, das ist nicht nötig. Doch, es ist nötig. Ein Stundenplan. Wie in der Schule. Weisst, es ist so. Ich mach's lieber, wie es gerade kommt, Jimmy. So ist alles locker und wenn's die Helen beisst oder die Affen ihre Znüni wollen, kann ich das gerade subito erledigen. Aber so rennst du die ganze Zeit umeinander. Ja, das stimmt schon ein bisschen, aber... Weisst du was, ich mache dir einen Stundenplan und du probierst es mal aus. Gerade heute Nachmittag. Gibt viel zu tun. Zuerst Kameldusche, dann das Elefantenversteckis, das Flamingo-Ballett und natürlich die Papageienflugschau. Fertig. Jetzt weisst du ganz genau, wenn du was machen musst. Boah, das sieht verwirrend aus, Jimmy. Keine Angst, das ist eine reine Übungssache. Ich helfe dir, denk, und dann klappt alles wie am Schnürli. Punkt 1, Kamel duschen. Kommen Sie bitte alle mit. Aber die sind noch am Essen. Keine Zeit für das, sonst geht's nicht auf mit dem Plan. Und darum waschen wir unsere Kamele regelmässig. Sie haben kein Flöhe und ein flauschiges Fell. Gibt's noch Fragen? Herr Keller, bitte? Keine Zeit, Paps. Jetzt steht das Flamingo-Ballett da. Aber ich bin gar noch nicht fertig, Jimmy. Und Zoologen haben herausgefunden, dass Flamingos viel lieber auf einem Bein stehen, anstatt auf zwei. Ja! Jetzt dürfen sie ihnen Fisch als Belohnung geben. Das haben sie gern. Wir müssen zum Heinrich gehen. Los! Aber die werden hässig, wenn sie die Fisch nicht bekommen. Der Panzer besteht aus 60 Knochen, man kann ihn streicheln. Also, wer gibt dem Heinrich einen Knuddel? Es pressiert, Paps. Oh, Jimmy, der Stundenplan ist unmöglich. Niemand hat mehr Freude. Die Flamingos sind richtig hässig, weil sie keinen Belohnungsfisch bekommen haben. Und Besucher sind frustriert, weil sie keine Zeit mehr haben für Fragen oder zum Tierli streicheln. Aber es ist doch viel besser für den Zoo, wenn alles wie am Schnürli läuft. Ich verstehe das nicht. Weisst du, warum unser Zoo so schön ist? Und warum unsere Besucher das auch finden? Weil eben nicht alles wie am Schnürli läuft. Weil man nie weiss, wann man Elefanten kratzen muss oder wann die Schildkröten geknuddelt werden. Trotzdem wird alles gemacht, was muss sein. Einfach dann, wenn es gerade passt.
Der Stundenplan macht uns alles stigelisinnig. Okay, dann tun wir ihn weg. So gefällst mir, Jimmy. Du bist ein Peak. Ja, und Peaks brauchen keinen Stundenplan. So, und was sollen wir jetzt machen, ohne auf den Stundenplan zu schauen? Also, zuerst den Heinrich knuddeln. Den Flamingosfisch bringen. Und der Herr Keller hat eine Frage wegen der Kamel. Bis bald, Frau Lehmann. Adieu wohl, Herr Keller. Jetzt wissen Sie ja, was im Kamelhöcker ist. Schau aus, da, ein Tierlipin. Tschüss! Und alle zusammen sind glücklich, froh und zufrieden. Aber sicher nicht wegen meinem Stundenplan. Den rühre ich jetzt gerade in den Kübel im Fall. Wart! Steht im Stundenplan, was wir jetzt machen sollen? Znacht. Also, etwas essen wollen wir alle. Unsere Bäuche knurren definitiv nicht nach einem Stundenplan, oder? Kommen, Kinder, alles tippitoppi, Paletti.